Leo, heißes Thema. Wir haben beide Kinder. Was machst du, wenn einer deiner Kinder nach Hause kommt und sagt, du Papi, hör mal zu, ich fühle mich sexuell in eine andere Richtung hingezogen? Ist dein Kind, man liebt es, ist dein Kind und das muss man absolut trennen. Und das ist mega wichtig. Man liebt das Kind, was ein Kind ist, ist ein Fleisch und Blut, by the way. Aber man muss nicht den Lifestyle gut finden und das muss man auch so ein bisschen stehen lassen. Und leider geschieht es natürlich dann so oft in der Konstellation, entweder dass dann die Kinder sagen, ja, ich bin mega enttäuscht, meine Eltern sind nicht tolerant oder das Umgekehrte auch. Aber man sollte den Faden voneinander nicht losreißen, als eine Person sich wertschätzen, aber den Lifestyle muss man in dem Sinne nicht gut finden. Natürlich, das verbindet man heute eben immer als ein Paket und das geht in meinen Augen gar nicht, sondern man kann ja gewisse Dinge anders sehen, man muss nicht alles gleich sehen und dennoch kann man ja unterwegs im Leben sein. Das fand ich ein ganz schöner Punkt, dass man einander trotz Meinungsverschiedenheiten einfach wertschätzt. Was ich spannend fand, ist die ganze Zeitreise. Das mal anzusehen. Möchtest du dazu etwas sagen? Ja, ich fand es eben interessant. Es gibt in dieser Zeit ja immer auch etwas Göttliches. Es ist nicht einfach alles per se falsch. Man hat auch viele Dinge ins richtige Licht gestellt. Man hat den Frauen wirklich den Wert gegeben, wie es Gott am Anfang gedacht hat. Und es ist mega immer cool. Es ist immer so, es ist ja nicht immer alles falsch, sondern man entdeckt ja immer etwas. Und ich sage jetzt zum Beispiel bei der Gender, muss ich sagen, bei vielen Punkten haben sie recht. Wenn man zum Beispiel Gott schuf Mann und Frau, ja, dann hat man gesagt, der Mann ist so, die Frau ist so. Und ich habe schon immer gesagt, nein, es gibt auch bei den Männern gibt es ja verschiedene Arten. Es gibt einen femininen Mann, es gibt einen Macho-Mann, es gibt einen harten Mann, es gibt einen lieblichen Mann und bei den Frauen umgekehrt auch. Und dass man da sagt, doch, es gibt da Nuancen und Unterschiede, dass man das wieder betont, dass man sich auch beim Kleidern, ein Mann bedeutet nicht einfach, er zieht sich so an. Und dass man da sagt, ja, es gibt da verschiedene Nuancen, wie ein Mann sich anziehen kann. Da hat man eben wieder etwas Gutes entdeckt, aber eben man geht dann immer viel zu weit. Und das Beispiel mit dem Dreirad, das fand ich auch wunderschön. Es gibt ja sicher aber auch Menschen, die sagen, okay, ich glaube an die Bibel alles, aber das ist jetzt nicht zuvorderst. Was sagst du hier dazu? Ja, wie gesagt, wenn natürlich jetzt Leute das theologisch argumentieren, dann muss man theologische Argumente bringen. Die kann man, by the way, auch finden. Das ist ja bei jedem Thema so. Man kann das immer aus einem anderen Aspekt anschauen und ich finde es auch wichtig. Es gibt ja jede Kirche, jede Gemeinschaft ist ja eine Community von Menschen, die auch für gewisse Werte hinstehen. Und dann sagt man, unsere Kirche steht für die Werte und es gibt auch andere Gemeinschaften, die sagen, doch, das ist uns kein Problem, das sehen wir. Dann findest du da eine Gemeinschaft und das finde ich auch gut, weil am Ende vom Tag ist immer meine Botschaft, hör nicht auf, Jesus zu lieben. Das ist die Hauptsache am Ende vom Tag. Man kann Dinge verschieden sehen, man kann sie auch verschieden auslegen, aber die Liebe zu Jesus sollte man keiner Person absprechen, weil am Ende vom Tag, das ist eine Sache zwischen Gott und den Menschen. Und da bin ich froh, dass es verschiedene Gemeinschaften gibt. Ich kann gewisse Dinge vielleicht weniger verstehen und so, aber das ist ja wieder meine Wahrnehmung. Aber ich finde es einfach, dass man da eine Familie findet, wo man sagt, doch, das sind meine Werte. Hey, und die ganze Gender-Thematik, das alles, es wird ja jetzt immer, wie sagt man, salonfähiger. Es wird auch teilweise schon im Kindergarten, in Unterstufe und so unterrichtet. Was sagst du da? Wie sollen Familien mit dem Ganzen umgehen? Also generell finde ich bei den Abstimmungen, dass wirklich auch aufstehen und ich glaube, es gibt eine Grenze, die man wirklich überschritten hat. Also dieser Zeitgeist, der geht wirklich viel zu weit, das ist auch nicht mehr logisch. Er kommt ja aus einer kleinen Gruppe, die by the way einen großen Lärm macht. Also wenn man eine Umfrage macht, werden nie alle zu dem Ja sagen und speziell wenn du Kinder hast, in dem Sinne auch. Wichtig ist, dass man die Kinder auf den Schoß nimmt und sie lehrt und das Zeugs erklärt. Also man sollte nicht einfach der Schule im TikTok das überlassen, das sollte man wieder aktiv werden und einfach mit den Kindern darüber sprechen und erklären, wie man das sieht, wie man auch selber in gewissen Kämpfen, die man ja auch hat, wie man umgeht und wie man das auch löst. Und ich glaube, da braucht es ein bisschen eine größere Transparenz, weil früher bei meinen Eltern über Finanzen und Sexualität hat man nie gesprochen. Ich hatte keine Ahnung. Also lernt man das halt dann von, ich sage jetzt mal, von der Welt oder von der Schule. Und ich finde einfach, da sollte man eine sehr offene, transparente Kultur entwickeln, wo man über diese Themen spricht und auch austauscht und fragt, wie gehst denn du mit dem um? Aber vielleicht eben teilweise auch manchmal ein bisschen schweigen. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt ganz klein sind. Ja, nein, wenn ein Kind ist, sollte man die Sexualität nicht, weil es gibt ja Momente, wo die Sexualität erwacht. Genau, das ist dann nicht mit 8, vielleicht 10, 11, 12, je nachdem. Bis dahin muss man über das gar nicht groß sprechen mit diesen verschiedenen Optionen. Das ist total crazy in meinen Augen. Und man sollte dann darüber sprechen und merkt, es beginnt langsam aufzuwachen. Aber vorher, finde ich, macht es gar keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wir haben alle Arten von Menschen. Und was ist mit dem ICF? Ist auch jeder willkommen?
Jede Person ist willkommen, es hat eine große Türe, da wird nicht kontrolliert, wie du unterwegs bist. Wir haben Small Groups, wir haben viele Dinge, bei uns ist das auch so, wir haben ganz verschiedene Leute mit verschiedenen Prägungen, sind nicht immer bei allem gleicher Meinung, muss man ja auch nicht sein, by the way, aber sie lieben Jesus und das ist das, was wir am Ende vom Tag den Leuten immer sagen will, hör nicht auf, Jesus zu lieben und das ist eigentlich unsere Grundbotschaft sozusagen. Und das andere ist, haben wir eine Meinung? Die haben wir in dem Sinne auch. Da gibt es viele auch Statistiken, die wir so sehen und andere sehen es anders und man muss es eben immer ein bisschen begründen können, warum glaubt man, was man glaubt. Leo, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Herz, für deinen Mut, weil ich meine, das ist nicht ganz einfach, da hinzustehen und einfach sagen, hey, ja, so und so sehe ich es. Ja, danke einfach für das und hey, ich möchte dich einladen. Morgen Abend kannst du live mit Leo und Susanna im Zoom sein und zwar gibt es einen Gebetsabend. Gebet hat einen großen Power und ja, da möchte ich dir einfach sagen, sei dabei. Sei auch dabei, falls du eine Frau bist, am nächsten Freitagabend, den Ladiesabend im ICF, entweder live vor Ort oder online. Ja, hey, vielleicht magst du uns ab und zu mal einen Daumen hoch schicken oder irgendein Like, einen Kommentar schreiben. Das haut ein bisschen den Algorithmus hoch und ich denke, es ist ja schön, wenn die gute Botschaft weitergetragen wird. Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Sonntag, eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.